Normalerweise will man in GeoGuessr auf den Meter genau herausfinden, wo man sich befindet. Heute machen wir aber genau das Gegenteil. Ich muss so weit entfernt vom richtigen Standort klicken wie möglich. Das ist die Null-Punkte-Challenge. Verboten sind die Ozeane und die Antarktis. Null-Punkte-Challenge Teil 2. Let's go. Okay, also das sieht mir nach Südamerika aus auf den ersten Blick. Aber Cuidado, reducir velocidad ahora. Okay, also man muss langsamer fahren hier. Also es sieht mir ein bisschen, wegen den Autos und wegen dieser Mittellinie mit diesen gelben Linien, sieht es aus ein bisschen nach Mexiko. Aber es könnte sehr gut auch generell in Südamerika sein. Das heißt, wenn es generell in Südamerika sein könnte, dann gehe ich hier oben irgendwo, hier in Tixi zum Beispiel, oder hier in eine russische Stadt, irgendwo hier oben. Stadt ist so ein bisschen übertrieben. Es war in Ecuador und 7 Punkte, Digga. Das geht besser. Okay, nächste Runde, das sieht nach Europa aus oder irgendwie Russland oder sowas. Was ist das denn für eine Bushaltestelle? Was ist das für eine Bushaltestelle? Schau mal hier. Wo soll hier jemand einsteigen? Ich frage mich einfach, wo. Die Frage ist einfach, wo hier jemand einsteigen soll. Ich sag, das ist Osteuropa. Sehr im Osten von Europa. Ja, das heißt, ich will einfach mal nicht nach Neuseeland gehen, weil Neuseeland ist so ein Easy Bet. Kann man noch etwas nehmen, das weiter weg ist als Neuseeland vom europäischen Festland? Gibt es eine Insel hier? Hangaroa. Diese Insel Hangaroa, auf dieser Insel safe. 16.000 Kilometer. Einen Punkt habe ich gemacht. Einen Punkt habe ich gemacht. Ey, Digga. Und es war wo? In Russland. Es war in Russland. Ein Punkt. Ich bin fast 17.000 Kilometer daneben und ich habe noch einen Punkt gemacht. Zum Kotzen. Nächste Runde. Thailand oder Asien oder sowas? Sieht nach Asien aus. Jambantan Rajang. Ich sag, das ist irgendwie Philippinen oder sowas. Philippinen. Also wir sind hier bei den Philippinen. Das heißt, was am weitesten entfernt ist, glaube ich, weil hier geht es ja auch rüber. Irgendwo in Grönland. Oder in der Nähe von in Island. Nee, das ist ja auch auf der Nordhalbkugel, oder? Ist das auf der Nordhalbkugel, was ich gesagt habe? Philippinen, ja. Dann würde ich sagen Südhalbkugel. Und zwar, wisst ihr was? Hier eine Insel. So, hier. So eine Insel hier. Hier, St. Helena. Und dann hier, Abfahrt. 13.000 Kilometer daneben. 4 Punkte. Es muss halt immer etwas Bewohntes sein. Ich kann nicht einfach irgendwo hinklicken. Das ist das Problem, aber ich hätte hier hinklicken sollen. Ach, ich bin schon ein bisschen dulli, muss ich sagen. Schon ein bisschen dulli. Oha, das muss Thailand sein, oder? Wegen solchen Schreinen und so. Ich bin immer noch schlecht mit diesen Schriften. Aber ich würde sagen, das ist Thailand, in der Nähe von Bangkok. Also es wäre hier irgendwo. Ich sage, das wäre hier irgendwo. Schauen wir nachher gleich, wo es gewesen wäre. Der weitest entfernte Punkt von Thailand. Das ist so hier. Okay, dann gehe ich hier rein. Falklandinseln. Rein. 14.000 Kilometer daneben. Wäre das weiter weg gewesen, weil das geht ja dann hier, das kann ja hier dann connecten. 2 Punkte habe ich geholt. Und es war wo? Ja, moin, Digga, es war in Thailand. Okay, wichtig. Okay, weiter geht's. USA. USA, irgendwo in der Mitte, inmitten der USA. Irgendwo inmitten der USA. Okay, irgendwo inmitten der USA. Das heißt, wir gehen in den Indischen Ozean. Mitten in den Indischen Ozean, und zwar hier in den French Southern Islands. 19.000 Kilometer daneben. Boom, Alter, let's go. Runde Nummer 2. Das ist wieder USA. Oder in der Nähe von Kanada gerade. Hier steht Mont Saint-Michel. Okay, das muss dann hier in Montreal oder sowas sein. Ich würde sagen, das ist so hier mäßig. Um Montreal oder Quebec. Also am weitesten entfernt davon wieder der Safe Bet. Wir gehen wieder hier runter. French Southern Atlantic Islands und rein da. 17.000 Kilometer und 0 Punkte. Geil! Sehr, sehr geil. Und wo waren wir? Oha. Ja, wir waren nicht ganz dort, wo ich gesagt habe, aber immerhin Kanada. Immerhin Kanada, das ist Asien. Das ist Safe Asien. Ich würde sagen, das ist Municipality of Laur. Philippinen, wie auf den Philippinen, die sind aber sehr groß. Vorhin haben wir hier hingeklickt und jetzt klicke ich ganz außerhalb von hier unten im Yendegaina und 15.000. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe, weil jetzt connectet es hier über diese Seite. Das ist jetzt näher. Das ist ein Punkt. Also wenn ich hier geklickt hätte, hätte es so connected und so. Das heißt, ich glaube, es gibt keinen näheren oder weiteren entfernten Punkt als das hier, wo Leute wohnen. Vielleicht bin ich auch dumm und es gibt keine Ahnung, vielleicht irgendwo in Grönland, ganz weit oben, keine Ahnung, weil ja, ich bin auch ein bisschen nicht ganz der Hellste. Weiter geht's. Osteuropa, Potsdam, Osteuropa.
Ja, ich gehe den Safe Bet und zwar in den Süden von Neuseeland. 17.600 Kilometer, 0 Punkte, 0, gar nichts, Digga. Was ist das hier? Wieder Europa, wieder Osteuropa in my opinion. Wieder Osteuropa in my opinion. Aber jetzt probiere ich mal was anderes außer Neuseeland. Was ist noch weit entfernt von Europa? Zack, das ist am weitesten entfernt, würde ich sagen. Hier, irgendwo im Pazifik gibt es sicher noch so eine Insel. Hangaroa oder Suva. Ja, das ist schon fast wieder... Hier, Pitcairn Islands. Zack und rein, Abfahrt. 14.000 Kilometer daneben, 2 Punkte. Brrr, nervt. Nächste Runde. USA. In American Neighborhood. Das sieht ja immer, es sieht immer gleich aus. Ja, USA. Was ist am weitesten entfernt von den USA? Ich gehe jetzt einfach trotzdem mal in den Indischen Ozean und wir gehen, ich glaube, diese Insel rein. Ganz einfache Nummer, 19.000 Kilometer daneben. Ich glaube, das ist das weitest entfernteste von Kanada. Das war in Kanada. Noch eine Runde. Let's go! Das sieht nach Europa aus, oder? Ist das Europa? Irgendwie sieht es nach Europa aus, aber irgendwie auch nicht. Das sieht irgendwie sehr, sehr trocken aus. Nee, ist nicht Europa. 100 Meter oder ist es Mexiko? Warte mal, ich gehe nochmal an den Start. Kann man hier nach hinten gehen? Oder hier was lesen? Nee, man kann nichts lesen. Oder hier steht was. Oh! Ist das Hebräisch oder ist das Griechisch oder ist das Asien? Ich glaube, muss was Asiatisches sein von der Schrift her. Muss was Asiatisches sein. Das heißt, wir gehen... Zack, Feuerinsel. 3 Punkte. Es war Hebräisch. Oh Mann, ich hätte auf mich vertrauen sollen. Mein Gott, was ist das für ein Wasteland hier? Ist das Peru? Ist das Peru oder ist das nicht Peru? Also hier werde ich nichts finden. Oder ist das in die Kasachstan oder sowas? Das könnte natürlich auch sein. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir in Südamerika sind. Peru. Also wenn wir in Peru sind, dann gehen wir hier ganz nach oben. Sibirien. Da. Zack. Und Abfahrt. Die waren in Dubai. Oder in den Emiraten. Ey. Oh mein Gott. 89 Punkte. So peinlich. Weiter geht's. Sind wir in Nigeria oder sind wir in Meeting Days? Soviet PO Box Ghana. Wir sind in Ghana. Ghana ist hier. Okay, Ghana ist so extrem zentral auf der Welt. Ghana ist noch auf der Nordhalbkugel und darum macht es mir extremst schwierig, einen weit entfernten Ort zu finden. Aber Neuseeland. Ganz außen bei Neuseeland oder, wisst ihr was? Hier nach Kiribati. Puff! 17.300 Kilometer. Let's go, Digga. Let's go. 17.000 Kilometer. Sehr, sehr wichtig. Wichtig. England. Ja. So einen sieht man auch nur in England. Oh Mann. Seine Haut ist weißer als... der bekommt... In 3 Minuten hat er einen Sonnenbrand. Also, England. Also, dann gehen wir, wenn wir in England sind, dann gehen wir mal straight nach unten und hier French Southern und 13... Ich hätte nach Neuseeland gehen sollen. Ich hätte einfach mal vertrauen sollen. Gleiche Runde wie immer. 4 Punkte. Schlecht. Das ist in... Turistico? Was? Wo sind wir hier? Und warum ist das zensiert? Digga? Hä? Ist das Südamerika? Daniel Senador, Canelones, Nicaragua, vielleicht AGA, Nicaragua. Ich sag Nicaragua ist da. Könnte noch hinhauen. Und am weitesten entfernt von Nicaragua ist irgendwas im Indischen Ozean, und zwar hier die French Southern Islands, Uruguay. Es war in Uruguay. Ich bin so ein Dulli, Digga. Letzte Runde. Let's go, baby. Russland. Irgendwo in Russland. Ich probiere jetzt so schnell wie möglich zu machen. Russland ist so ein Riesenland hier. Wo ist Russland? Und dann ganz hier unten. Da und zack und 14.000 Kilometer. Und ich habe 2 Punkte zum Kotzen. Es war in der Ukraine. Nächste Runde. Okay, das ist in Peru oder in... Okay, Aqaba. Das müsste hier irgendwo sein. Wo ist Aqaba? Kann man die Stadt gerade sehen? Aqaba. Nee, ich würde sagen, das ist aber hier auf dieser arabischen Halbinsel. Ich weiß nicht, ob man den so sagt, aber... Also, was ist am weitesten entfernt? Im Pazifischen Ozean, im Südpazifischen Ozean. Und zwar Hangaroa. Und wir gehen rein da. Zack, bum, bum. 16.500. Einen Punkt zum Kotzen. Nächste Runde. So schnell wie möglich rausfinden. Wir sind in Tarwong Lane. Wir sind in Australien. Also Australien am weitesten entfernt ist irgendwas hier oben. Und zwar in Grönland. Hier wohnen ja noch Leute in Kulosuaq. 15.000. Ich habe wieder einen Punkt gemacht.
Ey, kann man überhaupt was weiter Entferntes finden? Ich glaube, hier oben ist dann nichts mehr Bewohntes. Hier oben ist dann nichts mehr Bewohntes. Ich weiß nicht, ob es weiter weg gehen würde. Naja. Keine Ahnung, wo das sein soll. Scheiße. Parking. USA dann. Ich sag USA. Das heißt, hier in diesem Sandwich Island oder hier French Southern Island. Boom. 17.000 Kilometer daneben. 0 Punkte. Nice. Das hat Russisch-Type Beat, aber nicht ganz Russland, sondern Osteuropa ganz im Osten. Osteuropa ganz im Osten, das heißt, ich will was anderes als Neuseeland. Das heißt, ich suche was im Pazifischen Ozean. Und zwar etwas in Bora Bora, auf Bora Bora. Bora Bora, mis amigos. 16.500. Ein Punkt, Digga. Ey. Mann. Oh Mann, dieses Format ist ein bisschen random. Man muss ein bisschen weniger überlegen als sonst bei GeoGuessr. Aber finde ich noch ein cooles Format. Lasst gerne eine positive Wertung und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen.